Guten Morgen. Wir grüßen mit dem Frieden von unserem Herrn Jesus Christus an diesen vierten Sonntag Samarias. Ich meine, hier ist dort noch ziemlich grannlich beginnt, aber wie kommt mit dem Norden? Bei uns ist dort ziemlich weit aus, das hier ist. Und wir sind dabei, dort wir wollen anfangen, Fasten zu feiern. Ein ganz besonderes Fast. Und dort ist Weihnachten. Was wollen wir Weihnachten für ein Fast feiern? Wo wir ein Weihnachtsfast feiern oder wo wir dort feiern, dort uns Retter Jesus Christus auf diese Welt abgekommen ist. Jesus ging auch zum Fast nach Jerusalem. Und dort Fast, was er gegangen ist, dort wir nicht zu seinem Geburtstag, dort wir ein anderes Fast. Und dort sagt uns in Johannes Kapitel 5 von 1 bis 9 folgendes. Aus das immer wir hatte die Juden ein Fast und Jesus ging auch nach Jerusalem. Dort in Jerusalem ist dicht beim Schubspurt ein Wassertank, der in Hebräisch Bethesda genannt wird. Ram dort Wasser sind 5 Schottendächer. Hier lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und sich verbrückt feilende Menschen, die Leute noch, dass das Wasser sich bewegen soll. Ein Engel kam immer weiter nur eine gewisse Zeit drauf und bewegt das Wasser. Wer dann dort erste nennt stieg, wenn das Wasser sich bewegt, wird gesund von seiner Krankheit. Du wir ein Mann, der durch all 38 Jahre krank gewesen war, aus Jesus am Dolé gesagt, in Antwort, dass er durch all so lange gelegen hat, frug Jesus an, wirst du gesund worden? Der kranke Mann sagte Jesus, Herr, ich habe kein Mensch, was mich in das Wasser nennt, wenn das Wasser sich bewegt, und was ich komme, sticht all immer ein anderer vor mich nennen. Dann sagt Jesus zu ihm, steh ab, nimm den Bad und go. Der Mann, wie plötzlich gesund, nahm sein Bad und ging. Und dort passiert Sinnhund. Bethesda oder Siloa. Das sind 2 Wassertanks, die es in Jerusalem geben hat. Und einen von diesen kann man sagen, dass wir jetzt ein Krankenhaus. Bethesda, wo viele kranke Menschen waren. Und Jesus ging nach das Krankenhaus, nach Bethesda, aus seinem Jerusalem ging. Jesus ging nicht, um da unter die 5 Schottendächer zu sitzen und dort zu verpusten, oder wenn es das heute wäre und sich da schützen vom Schotten. Jesus ging nach Bethesda, wenn es sagt, der notliegende Mensch dort wäre. Durch wen ging Jesus nach Bethesda. Die Gemeinde ist ein Krankenhaus, und wenn die Gemeinde nicht ein Krankenhaus ist, dann ist die Gemeinde nicht das rechte Ziel, oder verfolgt nicht das rechte Ziel. Wir als Gemeinde, wir sind die Menschen, die durchgehen, wo die Menschen Trouble haben. Und die Gemeinde ist nur dadurch, um die Menschen abzunehmen, die in Trouble sind. Wir sind alle vielleicht gesund, und wenn wir alle gesund sind, dann müssen wir uns so eine sehen, die krank sind. Und dort gibt viele Menschen, die krank sind, geistlich krank, und es gibt viele so eine Menschen, die körperlich krank sind. Und die müssen geholfen werden. Die Gemeinde, die Christen sind durch, wo die Not ist. So soll das bei uns sein. Wenn wir fleischlich handeln oder fleischlich denken, dann sind wir durch, wo das schön geht. Dann sind wir durch, wo das schön recht geht. Dann sind wir durch, wo Gott Fasten geführt wurde. Und Jesus, wie der Doktor, wird durchgehen, wo die Kranke wäre, um die kranken Menschen zu heilen. Jesus ist der Spezialist, der für jede Krankheit die Lösung hat, und für jede Krankheit die Medizin hat, und jede Krankheit heilen kann. Er kann das tun, wenn er das will. Und er frug diesen kranken Mann, als er will gesund sein. Der kranke Mann, der wusste nicht mal, was er sagen soll. Er sagt bloß, ich habe keinen Mensch. Du hast keiner nicht, was mir helfen kann. Und du hast keiner, was mir helfen darf. So, wenn wir als Christen so eine Menschen dort antreffen, würde die Menschen sagen, ich habe keinen Mensch, was mir helfen darf. Es ist kein Mensch, was mir kann Jesus leiden. Es ist kein Mensch, der kann eins, was mir helfen, dass ich kann meine Schuld, meine Sünde lösen werden, und dass ich kann gerat werden, ich kann seilig werden. Es ist keiner nicht, was halb unter beide hat für mich.
Mag ich das verloren gehen, als das der war, was dort ja für mich, als das der einzige war, oder als du eins von der Lösung, wo ich dort kommen kann. Jesus ist der Doktor, und er kann uns helfen, und er tut. Die Juden gehen um Fast. Wo gehen die euch hin? Gehen die euch auch um Fast, dass die Juden dort tun? Sie gehen durch hin, wo das schein ging und wo das schein recht. Da gehen die Juden hin. Und die Christen, wie als Christen, sagen wir auch, so eine Menschen, die durchgehen, wo das schein recht ist, oder sagen wir Menschen, die bereit sind, durchzugehen, wo das stinkt. Noah in der Arche, da wären bloß 8 Menschen bannen. Da wären aber alle Tiere bannen, da wäre kein Fenster nicht bannen. Dort wird die Gemeinde, die da überleben soll. In der Gemeinde, die da bannen wir, ich glaube nicht, dass eine Scheinrechten dich euch hat. Ich glaube nicht, dass eine Arche, die sie scheingerecht haben, ist kein Fenster wir. Und alle Tiere, die da bannen wir, die Odem, die da bannen, die rechten nur das, was sie ausgeben sollten. Und sie schäden alles aus, was sie abreiten. Da konnten nicht sehr schön direkt haben. Utmeister konnten sie dort nicht, weil sie wie kein Fenster zum Utmeister. In der Arche, da hat das nicht schön direkt. Und da wird die Gemeinde. Die Gemeinde von der schon da, mal durch sein, wo das nicht unbedingt der Pastor recht hat, wie sie alle durchgehen, wo der Not ist. Und wenn wir nicht liegende Menschen sehen, wir brauchen gar nicht sehr lange sehen, was wir so eine Menschen dort gefangen haben. Die Bibel sagt uns, dort das Wasser im Tank, wir stonen das Wasser in Bethesda. Das Wasser dort schält sich, dort bewegt sich, auf und zumal, wenn ein Engel dort anschieren deut. Sonst wird es ein stillstonendes Wasser. Und das sind sehr viele Gemeinden, das sind stillstonende Menschen, die sich nicht bewegen dürfen. Dort Wasser in Bethesda, wie sind du warst, dass wir in Jerusalem waren, in Israel das letzte Jahr. Und dort ist ein großer Wassertank. Und darum werden 5 Schottendächer, wo die Kranken unter liegen deuten. Und diese Kranken löden da noch, dort das Wasser sich bewegen wird. Und dann wird das erste, der stehen wird, der wird geheilt werden, der wird gesund. So von, wenn du sagst, vielleicht sind 150 oder 200 Kranke rumgelegen, dann als einer hat die Chance, wenn das Wasser sich bewegt, dass der kann gerettet werden, dass der kann geheilt werden. Jesus Christus, der kam nicht bloß für einen, der kam für alle. Jesus Christus hat sein Leben gegeben am Kreuz von Golgatha, dort alle Menschen sollen gerettet werden, dort alle sollen geheilt werden, dort alle geheilt können werden. Und Jesus kam dahin, wo diese Menschen wären. Und wenn du ungefähr, ich stelle mir für 150, 200 Menschen rumgelegt haben, das Wasser, da kann ich in sehr scheinrechter Platz gewesen sein. Und durch ging Jesus hin. Jesus ging nicht durch hin, wo das scheinrechte deut, wo das Fast gefeiert wird, wo die Menschen alle schaftig und froh wären, vielleicht sich auf angenippt haben und Wien in Fast feiern deute. Jesus ging durch hin, wo die Menschen ihre Throne verlieren deute. Jesus ging durch hin, wo die Menschen traurig wären. Jesus ging durch hin, wo die Menschen jährliche Weide haben. Jesus ging durch hin, um diese Menschen zu helfen. Und Jesus lässt sich gar nicht anreden von diesem Mensch, als er kann geholfen werden. Jesus redet dem Mensch an und fragt an, wirst du gesund werden? Wirst du geholfen sein? Und das Mensch, der gibt seine Antwort. Und so wird wieder vielleicht auch tun. Du bist kein Mensch, der mir helfen kann. Und das ist ein sehr trauriges Bild, was das Mann hier wieder sagt. Und ich glaube, wenn wir Kirche tun, dass ja von der ersten Tag viele Menschen, der würde das selbst gesagt, was das Mann sagt. Das ist kein Mensch, der mir hilft. Wenn du kein so ein Mensch dort kennst, oder wenn du keine so ein Mensch Typ bist, dann ist das vielleicht du wenn du in einem Fast gegangen bist und nicht im Krankenhaus. Wenn wir bloß durchgehen, wo Freunde sind und wo das schein gehen wird, dann wollen wir nicht sehen, dass dort Menschen antreffen. Hast du dir auch mal eins von einer Raum gekriegt, als du eins von so einem Menschen dort finden willst? Viele Gemeinden sind so aus der Bethesda-Tank wir. Deut, ladig, krank, blind, lumm und verbrückt. So aus der Menschen, die wir, wo du hinkommen deuten. So sind viele Kirchen von der schon da. Die sind stock. Die bewegen sich nicht. Du hast eine Kirche for sale durch dich bei uns. Und wir reden mit einem von den Gemeindegliedern.
der wird all Ende 40, 47 Jahre, als er in die Kirche. Das Mensch ist nicht gerat. Er lebt von der Ewigkeit und von der Rat sein, dort wir in Trouble für jeden einen allein. Wenn du 47 Jahre in einer Kirche bist und du bist nicht gerat, dann rannt in der Kirche eins was schief. Dann rannt du eins was arg. Entweder oder das Mensch, der hat noch niemals die klare Heilsbotschaft gekriegt, für den Mensch ist nicht gebeten worden, oder eins hat rannt du arg in der Gemeinde. Nicht bei dem Mensch, bei der Gemeinde. Wenn der Mensch nicht gerat wird, dann ist eins was fühl. Der Heilsbotschaft von Jesus Christus, der muss so klar, so direkt und so deutlich gepredigt wurde, dass jeder kennt und jeder Erwachsene und jeder Mensch dort verstehen kann, begreifen kann und dort kann gerat werden. Dort ist der Heilsbotschaft durch. Und wenn wir diese Menschen sein dürfen, und was dann Bethesda wäre, dann müssen wir seine Stove auf der Salze stöpen, wo all die Juden wären, was daran wäre, wo all die Priester wären, was daran wäre. Und diese Menschen wurden nicht geholfen. Sie gingen um Fast, und es steht dort, sie durchgehen, diese Menschen zu bereinigen, den Proster reinzumerken, diese Menschen zu helfen, dass die würden Gott in fremdes Leben haben, in ihrer schweren Zeit, wo sie Bände sind, der wurde da allein gelassen. Das Mensch sagt, ich kann keinem, was mir im Wort helfen wird. Dort wird nicht so viel, dort sehen wir am Papa, wenn der gehört hat, haben sich nicht geschworen. Seine Geschwister haben sich nicht geschworen. Seine Freundschaft hat sich nicht geschworen, keiner nicht. Er sagt, ich habe kein Mensch, was mir helfen wird oder was mir helfen kann. Und viele von der Kirche, von der heutigen Tag, die sind gefällslich geworden, die Gesellschaft in seinen nächsten Jahren. Wenn wir uns als solche Menschen betrachten, was sie nicht kennen, dann werden wir uns als solche dort benehmen. Wir als Christen, wir sollen leben in der Stadt Rechte. Und so viele Menschen, die stellen sich aus Rechte ab, und es steht aus solchen Menschen, was sie leben dürfen. Wie viele Menschen sind da, die lernen dürfen, was super sind, was krank sind, was an Nervenperlen leiden dürfen, was verbettert sind, was helflos sind, die lernen da noch, dass du um Tank gehen darfst. Die lernen ab die, dass du daheim kommen sollst um Tank, wo die Menschen krank sind. Nicht nur fast, sondern du, wo der Not ist. Dort gibt 2 Tanks in Jerusalem, das ich schon am Anfang sagte. Einer ist lebenbringend und der andere ist tot. Dort sagt uns in der Bibel, es gibt alle lebensströmende Worte Schäle. Es sagt uns in Johannes Kapitel 7, Vers 38, wer an mich läuft, so es der Schrift sagt, in dem sie in Banner steht, wurde lebende Wasserströme ran. Dort ist, wenn ein Christ, Jesus Christus, nur vergedet und gehorsam ist, in dem Mensch, wo Jesus Christus Banner ist, der wird an mich läuft, so aus der Schrift sagt, in dem wurde lebende Wasserströme schälen. Und wenn es uns lebende Wasserströme rutschälen, wo schälen die Hand? Für wem wurde der nicht zu sein? Für den Nächsten, wo das Wasser brücken. Dort gibt es so viele Menschen, die sind durstig. So viele Menschen sind hungrig. Und wir beten dafür, dass Gott soll Menschen in Hunger und in Durst geben für sein Wort. So Gott hält uns dort für diese Menschen für Hunger und Durst beten, weil wir nicht reich sind, das Wort zu bringen, weil wir nicht reich sind, die Heilsbotschaft zu bringen, weil wir nicht reich sind, das Wort Gottes zu bringen. Woran wird wir dann für dort beten, dass die Menschen sollen hungrig und durstig werden und sein Wort? Wenn wir dafür beten, dann beten wir bringen das Wort, dann beten wir bringen das den Ohren, was sie brauchen für ihr jährliches Leben. Bethesda meint Genodenshus. So, wenn Menschen Sünder in Haus Gottes kommen, in ein Bethus kommen, dann sollen sie in ein Haus kommen, wo sie der Gnade Gottes finden. Wo sie nicht in Rechter finden, sondern in gnädigen, barmherzigen, leibenden Vater. Dort sollen die Menschen finden, wenn sie nach der Kirche kommen. Und wenn sie die einen zu antreffen, dann sollen sie einen leibenden, barmherzigen, gnädigen Vater oder Mutter finden. In die. Jesus Christus soll sie sein kennen, in dem, was du das, in dem wir diese Menschen abnehmen und behandeln. Viele Gemeinden sind so aus dort Wasser im Tank. Offenbar bewegt wird. Meist niemals nicht, aber offenbar passiert ein kleines bisschen was. Menschen in Gemeinden, die lernen nur, dass einer von Bitte soll kommen, um dort Wasser
te bewegen wat er stilstonden deed. Dat er eens wat passieren zal. Wanneer we naar leren denken, dat mensen van buiten komen zullen ons bewegen, dan waar we zeer lang leren en vielleicht wordt dat niemals passieren. Vielleicht wird sich einer oder der andere bewegt feilen, aber die ganze Gruppe, der wird sich nicht bewegt feilen. Jesus Christus hat in der Gemeinde Arbeiter angestellt und der soll sich fallen vom Heiligen Geist und der soll sich führen im Brücke lassen vom Heiligen Geist und dann wird sich dort bewegen in der Kirche, in der Gemeinde, in jedem einen von uns. Und wenn wir als Christen taub kommen, dann kommen wir taub, dort Gott uns bewegen soll. Und je doller uns bewegt worden, je doller das schaltet in uns, wenn wir hier wegkommen, denn dort schaltet noch lang noch. Wenn du einen Tank hast, in dem schaltet das, dann schaltet das weiter. Und dort schaltet man in so sagen, wenn der meiste Fall ist, dort immer schaltet das. Und so soll das sein, wenn wir hier von der Kirche wegkommen, denn dort wir wollen so gefällt sein, so voll sein, so geschaltet sein, so geschadet sein, wenn wir rückkommen, denn dort wir eins von uns an den Menschen geschrieben worden, und seht geworden, in dem das Salz zu bringen, was wir jetzt gekriegt haben. Amen. Ich einmal in Paraguay, wir mussten Water feiern. Und wenn wir Water feiern, dann mit einem Schlede, mit einem Piet, oder mit einem Werkje. Und da hatten wir eine Tannenboe, die musste voll Water jaiten. Und dann ungefähr 1,5 bis 2 Kilometer vor mit dort. Und je doller dort schaltet schließt die Tann, je mehr schaltet der Ewan, je weniger hat mit dem Haus. Und so soll das mit uns sein. Je doller wie geschaltet wurde, je doller das Ewan schaltet, je mehr genau haben andere Menschen davon. Wir sind Menschen, wir sind Christen, die uns Vater fördern. Unsere Tann falsch geht, so gut ist es jetzt, und so weit ist es jetzt, und wenn wir die keine Siedewut anmerken, und wir dort noch tun, um den Nachfaller zu merken, aber zu Wort. Dem die Utdanz zu lassen? Dort ist das nicht. Da wird das dort, dort wie andere Menschen, da bringen, was die Brücke tun. Das sagt uns in Johannes Kapitel 7, Vers 38, unser Tank soll Lebensströme bringen, in Wiese. Und dort geht bloß dann, wenn wir an Jesus Strom angekoppelt sind. Wenn wir hier ein Kabel haben und wir stecken dem im Hydro an, dann haben wir die Hydrobahn. Und wenn wir da antworten, dann, wenn die Kohle dreht sind, dann sperren wir, dass du hast Hydrobahn, du hast Powerbahn, du hast dort Bahnen. Aber solange das Fröste dort ausgeplant ist, dann kostet ihr antworten so viel, als du weißt, und du kostet uns später so lange, als du weißt, dass das nicht. Wenn du das Wort Gottes hast, in der ersten Kirche, und das du nicht mehr, das halt nicht. Wenn wir in die Kirche gehen, dann müssen wir uns hart aufmerken, dass Jesus Christus sein Wort uns nennen kann. Dass sich dort die Bande bewegen kann, dass der Kraft merken kann. Wenn wir in der Patron merken, da wird Pulver reingeschüttet, dann der wir einen Boden ab, und dann wird das schrecklich, dann wird das Post gestammt, je Post das stampen ist, je doller Druck merken, wenn der schrecklich ist. Und je doller Druck, dat het ons hart geven dat dort, wat de Heilige Geist deed, je meer wordt wir reden. Wat merkt het Water krank? Nicht alles Water ist gesund, was wir trinken, nicht alles Water ist gesund, was wir haben. Grünze und undankbar sind, merkt das Water krank. Wenn wir Menschen sind, wird bloß ramgehen in Grünze und undankbar sind, dann haben wir allwara geschnitten, dann ich allwara Schneischäffle, dann sind die Rot allwara schlecht, dann ich allwara Eier los vor, da ich reinkomme, und das dort haben wir immer rein alles, was utzusagen. Weißt du was, dort merkt uns Jesus Leben krank, und dort merkt das Water gesund. Mit so Menschen dort taub sind, dort merkt die gesund. Du steckst die Krankheiten an, wenn du mit so Menschen dort taub bist. Was bloß undankbar ist und über rein alles der Grenze hat. Und anderes, was der Krankmerker hat, ist Streiterie und Plüderie. Wir als Plottisch, wir sind ja nicht so, was der Plüder denn nicht so. Wir wollen bloß den Nächsten dort sagen, dass er dafür beten kann. Wir können da sehr leicht einen schmacken jästlichen Mantel leben haben, dass sich dort scheinlich hier, wenn wir Plüder denn. Wir sind nicht Plüder, sondern wir sind Menschen, die kommunizieren können. Wir können bloß die Menschen dort weiterlassen, was von den Troubles angehen können, dass die keine geholfen werden. Manche plottische Menschen
Je hebt dat een radio zo zei dat in Paraguay, Fleischradio. En dat Fleischradio dat arbeitet veel boos als van de radio in Koranscholte is. Dat ran veel boos ja, wanneer dat radio zo dat Fleischradio angeschaltet wordt. En ander ding wat dat krankmerken dat zijn de afgatterjetterieën. We hebben verschillende afgatter wat ons daarvan afhullen duinen. Dat we niet kunnen om tank gaan. Oder nicht doorgaan gaan waar de kranke mensen zijn. Entweder ik heb niet tijd, oder ik heb wat anders op. Nou, ik moet van der moet ik doorgaan gaan, ik moet een Jan vriend voor, ik moet den bezieken, ik moet Jan bezieken. Ik heb viele zaken te doen, ik heb niet tijd voor deze kranke mens. Tijd hebben we zoveel als we willen en voor iedereen einen zoveel als we brauchen. Dus als we de aanstel dafür oder nicht, dat is een andere vrouw. En de nächste, een ander ding wat er uitmerkt, wat er krankmerkt, is wanneer we destructief kritiseren doen. De nächste kritiseren in dem Rauf te stamelen, in dem wat we zeggen over dem. Zelfs de Pharisäer dat deuten, over Jezus. Jezus, nou, zeggen ze, Jezus is een super. Die denkt met dat we Sündertyp. Jezus, die kan niet zeggen wat hij zegt. Die laat de Sünder an en aat nog met den Typ. Stel die mal vor, wat dat voor een mens is. Verschiedenste Sachen ist dort, kritisierte sie Jesus. Go nur die Qual Siloa. Was habt ihr diese Qual, was habt ihr durchkriegen? Renet, freshet, kaldet, Wasser. Das was wir durchkriegen können, wenn wir nur Siloa gehen. Siloa bedeutet, die wird durchschickt, oder die wird der Richtung angegeben. Dort sagt uns in Johannes Kapitel 9, Vers 7, Jesus sagte ihm, Gå Siloa Water en was die da ben. Siloa meint geschickt zijn. De man ging en was zich en kwam terug en weer gezond. We hebben hier twee mensen wat blind weer duiden. Deze wat naar Siloa ging, die weer blind. En Jezus smeert hem een pudding op Eon ab en hij zegt, go Siloa Water en was die. En hij kon zijn. Das andere Mensch, wat er bij Bethesda lag, dat werd een blinder. Dat is blinder Mensch, die kon het niet zijn, wanneer dat water zich beweegt. Wanneer dat water zich beweegt, de andere wat er zijn kunnen, die sagen dat en die werden voets door. Das blinder Mensch, der kon het niet zijn, wanneer dat water zich beweegt en we kunnen dan weiter, wanneer hij dan gaan zal. Er zijn viele Menschen sind blind. Die kunnen gar nicht sein, wo sie im geistlichen Leben stehen. Die brauchen die in mij, wat een licht zijn voor deze wereld, wat er daar gedaan, dat zij zich te zijn krijgen, wie dies dat in een is. En wie donker dat in een is, en wie blind zij zijn, wo ze bijna leven doen. So, wenn wir als Christen nicht da gedaan, wenn wir nicht dat woord zijn, wat deze mensen brauchen doen, die verdacht ons jammerlich. Siloa ist der Tank, wo das Wasser sich ständig bewegen deed. Wees wat? Wees du weer eine Qual, wat de Schäle die ging in diesen Tank nennen und schält wieder. Dort ist, wenn es sich das Wasser ständig bewegt. So, wenn sich das Wasser ständig bewegt, dann ist das gültet Wasser. Dann ist das brauchbares Wasser. Gültet Wasser ist das dann, wenn wir Jesus Christus sehen wird, hier deine, abnehmen deine, und wenn wir dann gehen deine, in dem nächsten dort bringen. Wenn das Wasser am Tank nennt schält, und sich die Bande bewegt, dann auch schält. Dort ist dort, was wir als Christen sollen sein. Wir sollen bloß ein Kanal sein, wo der Teich schält an unseren Nächsten. Und dort der Nächste, durch dich, kann geholfen werden, und dort wird er kommen, was er braucht. Wir als Christen bewegen uns, um Menschen zu helfen. Und dort ist unsere Aufgabe als Christen, dass wir die Menschen helfen, wo sie sind. Wenn wir mit Jesus gekoppelt sind, geknackt sind, dann ist da Frucht. Wenn wir mit diesen Kanal, diese Qual, geknackt sind, dass das Siloa-Tank ist, dann kommt da Frucht raus. Dann kommt da was raus, was Gott brauchen will. Blieb nicht durchhocken, blieb nicht durchsatte, was der Engel kommt, wacht nicht nur dem, sondern go du hin und help der Menschen. Sie du ein schälendes Wasser, eine Qual, wo Hoffnung und Verständnis zurückschälen wird, wo Not und Hoffnung ist,
Wenn wir so eine Menschen dort sind, wo wir unsere Nächsten mit Hoffnung und mit Genot begegnen, sind die Menschen wel geholpen zijn. Viele Menschen leven nou, die wat zich never zich helpen laten. Die hebben niemals zich die gehört. Dat wordt niemals zich wat doen. Nou, dat wordt never wat doen, zolang wir dort reden doen. Aber wenn wir diesen Menschen waren anfreunden, wir wollen Gemeinschaft haben mit dem, und der wird bei uns Genot und Leib feilen, und der wird Hoffnung sein, dann wird das Mensch sich aufmerken. Und dann kann das Futter durch schälen. Und dann, wenn das durch schälen lädt, dann wird das Frucht bringen. Dann wird das so, was du geplant hast, da wird Chine, da wird abgehen, wird Frucht bringen, da wird Wasser. Das ist, was passieren wird, das ist, was schaffen wird. Pass auf für die religiösen Menschen. Die bringen die nach Bethesda. Die bringen die dahin und bringen die. Und die wollen die nicht nach Siloa bringen. Die hängen die Gesetze ab und die hängen die Regeln ab und die hängen die Strukturen ab. Die bringen die und die Bibel sagt, und Jesus macht frei. Und die Bibel sagt uns, wer an Jesus Christus läuft, in wem der Herr Jesus Christus frei macht, der ist richtig frei. Der ist ganz frei. Und das ist, was die Bibel uns sagt, der ist frei. Und die Menschen, die an Strukturen und religiöse Sachen abhängen, die bringen uns und die machen uns immer faster. Wir brauchen keine Religiosität, wir brauchen keine religiösen Menschen, wir brauchen keine Richter. Wir brauchen Menschen, die mit Jesus Christus eine Beziehung, eine Relation haben mit Jesus Christus. Das ist, was wir brauchen. Jeder Mensch, wenn er noch so viel Theologie im Kopf hat, wenn er noch so viel Religion hinter sich hat, wenn Jesus Christus durch den ersten Platz hat in dem Menschenleben, dann wird da eine enge Beziehung, eine enge Gemeinschaft sein mit Jesus Christus. Und das Mensch, der wird Frucht bringen und Frucht bringen sein. Einige Menschen sind es nur auf der Bibel. Die stehen bloß rein und warten, was der irgend so ein Fehler war, stehen und die sagen, die rennen alles, was er nicht deine saß. Der sagt die nicht von der Genot, der sagt die nicht von der Leib, der redet die nicht von der Radung an, der rechte die von Bobert und aber mit der Bibel. Der verrennt alles in der Bibel, verschreit in der Bibel ab, um die zu rechten. Dort ist das Wort Gottes nicht. Das Wort Gottes ist nur, dass wir durch gestärkt worden, dass wir durch keine Wasser im Glaubensleben in Fahrerweg kommen. Die sind so aus Bethesda, Stock. Die sind da Bänden, die sind religiös, die sind blind, die sind lahm, die sind krank. Krank ist der Mensch wieder, wo da am Bethesda liegen. Die Bibel sagt, dass zu Lager viele Kranke, Lahme, und Krepels und sich verbrückt feilende Menschen. Sind Menschen wieder viel. Und dort ist, was bei sehr vielen Menschen ist dort angehend dort. Gott tät Wunder und er will Wunder tun, wann immer er sieht, hier ist ein Mensch, der Glauben hat. Das Mensch, der geheilt wird, was sein wird, der nimmt sein Bad, stund ab und ging. Wenn es Wort, die Bibel sagt, er wird plötzlich geheilt. Er wird plötzlich gesund. Und Jesus Christus, der macht uns frei, der macht uns gesund von allen Gebungenheiten, wo wir Berne gewesen sind oder Berne sind. Sie sieht nicht nur Wunder, sondern sie entgehen das Wunder, was der Mensch sein nicht kann. Und diesem Mensch ist ein Wunder Gottes passiert. Wenn es wird, dort lebt der Vater holen und dort lebt der nur hat, dort ist ein Wunder. Und wie sollen Wunder bringen die Menschen sein und bringen die Menschen zu trinken, wo dort da sind. Wechsel den Tag aus. Das ist ein stundenden Tag, was du bei nur hast. Das ist ein Bethesda, das ist ein Rützate und der Siloa ansate. So dort nicht schälen kann, aber dort nicht, dort irgendwo noch eine Ruhe gibt, irgendwo eine Leitung gibt, was du rückkommen wird. Nicht bloß abtanken, nicht bloß holen, alles für mich, alles egoistisch, sondern holen und geben. Holen und rückbringen. Das ist, was von Tag wie alle sind. Wenn wir die Menschen unsere Abgabe bringen, unsere Abgabe dienen, was die Menschen brücken dienen, dann wird Gott uns brücken, der wird uns segnen.
En God wordt dat doen wat hij wil, wat we doen zullen. Want wie dat water im Tank haben, wenn das stondet Water ist. Weißt du, was für ein Water dort ist? Dort ist stinkendes Water. Und dort Water ist Eishaferbahn. Und dort Water ist nicht trinkbar. Und dort ist nicht zu brücken. Dort ist Water, was ein so im Tank abgestockt ist. Wenn du sein Water dort sein ist, und dort steht lang genug in einer Tonne, dann regt du mal an. Dort stinkt. Wenn es durch Eishaferbahn. Und dort ist untrinkbar, dat is draadjes en dat is ten eerste brücken. Dat kost niet veel brücken om die heen waschen. Zijn wo dat is dat, want dat eens zo opgestockt is. En zo zijn viele Menschen, die religiös sind, aber nicht in eine Beziehung haben mit Jesus Christus. Wenn sie nicht im Jesus Leben dienen. Jesus sagt, ich zie de Weg, ich zie de Wahrheit und ich zie das Leben. Und kann ich haben einen Vorderbitter durch mich. So Jesus hat uns im Weg, so ja Kreue gewesen, so ja Kreue sagt, wie kann ich vor der kommen? Er sagt, ich sehe den Weg. Nimm Jesus Christus an, am besten auf dem Weg. Nimm Jesus Christus an, dann hast du die Wahrheit. Nimm Jesus Christus an, dann hast du das Leben. Und du wirst Frucht bringen. Und du wirst seine, wie gut und wie wunderbar und wie schön das ist, mit Jesus Christus zu leben. Weil wir nicht in Bethesda-Tank sind, sondern weil wir in Siloa-Tank sind. Wo das Water nicht kommen wird, aber das wird wieder abstocken, was wir wissen, und dann das wird wieder wiederleiten an unseren Nächsten. Amen. Dann alle zu beten. Lieber und allmächtiger Gott und vor dem Himmel, wir loben dich und wir preisen dich, dass du so wunderbar bist. Danke, Jesus, für den Wort, was du uns so klar durchgeschrieben hast. Danke, Jesus, dass du gewesen hast, dass du die besonders Sorge machen kannst um die Menschen, die jährlich tot wären. Du möchtest die Sorge um die Menschen, die körperlich krank wären, behindert wären. Und du gingst dahin und helfst diese Menschen. Du gingst dahin, diese Menschen zu heilen. Du wirst dahin, die Menschen sollen da besser gehen. Und du wirst dahin, dass uns soll besser gehen. Und du wirst dahin, Jesus, dass wir alle nicht wahl sind, wo leben jetzt, wo der Rücksträume geht, für die Menschen, die nicht sind, die nicht leidend sind. So viele Menschen, die diese Faste, diese Weihnachten feiern, wo sie ganz allein sind. Keine Menschen, die sie haben, bezieht sich einsam und allein, vielleicht in einer Stube, in einem Apartment irgendwo, verloren von Eltern, von Geschwistern, von Verwandten, von Freunden, von allem. Bloß, sie wollen einem in der Stube haben, wo dann besiegt geworden, das wirst du sein. Und ich bitte, Herr, dass du uns bewegen, uns brücken durch, um diese Menschen zu besiegen in dieser Zeit, wo andere Menschen fasten feiern dürfen. Die Juden gingen um Fast, Jesus ging nach Jerusalem, Jesus ging nach Bethesda und er hat die Kranken. Danke, Jesus, dass du sein lebender, barmherziger und gnädiger Gott bist. Wir loben dich und wir preisen dich. Wir danken dir für alles, was du für uns tust. Wir lieben dich, Jesus. Amen.